Und endlich auch jetzt weiter hier mit dem Let's Play zu Fire Emblem Fates Vermächtnis. Herzlich willkommen zurück und wie ihr sehen könnt, war ich noch ein bisschen fleißig. Immerhin haben wir hier in Camelot schon wieder mal 14 Drachenpunkte und können damit natürlich einiges machen. Ja, was heißt ja fleißig? Und ein bisschen mit Training war es verbunden und hier und da eine Waffenschriftrolle kaufen und ausrüsten, vor allem verdienen Charaktere unter uns, die bereits Stufe A erreicht haben bei ihrer jeweiligen Waffe. Das hat aber nicht unbedingt immer so funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte. Naja, also mal ganz kurz durchgehen. Asura noch ein bisschen gelevelt, nicht allzu sehr. Sakura hat ein bisschen höheres Waffenlevel mit den Pfeilen. Ansonsten war schon Stufe 18 erreicht, also sprich Level 18, auch natürlich sehr beeindruckend. Vor allem hat halt jetzt jeder Charakter, den wir eigentlich ins Team aufnehmen wollen, sprich einer der 15 Hauptcharaktere oder Teamcharaktere halt, haben wir halt bereits alle Level 15 erreicht mindestens. Ist doch auch nicht so schlecht, wa? Sieht das eigentlich auch nichts Neues. Felicia, die ist fast schon Level 40. Jo, bei der geht's ganz gut zur Sache. Schuhe noch ein bisschen, obwohl ich jetzt von dem nicht so sehr beeindruckt bin. Er macht mit seinen Waffen ein bisschen zu wenig Schaden, um ehrlich zu sein. Asugis kommt vielleicht mal ein bisschen zum Testen, wie der so, ja, so aussieht und halt Wirkungen ein bisschen zum Testen, genau. Kanna, der hat auch schnell 15 erreicht. Ja, ich meinte, dass sie oder Shure für die letzten Kämpfe. Mal gucken. Dann vermutlich doch eher zu Kanna switchen, aber naja. Übrigens der einzige Charakter von uns, der halt bereits 6 Fähigkeiten hat. Insgesamt. Skala, glaube ich, auch nichts Besonderes. Maximal Geschwindigkeit mit 30, genau. Kagero, maximale Stärke. Die hat lustigerweise sie auch, obwohl sie jetzt 2 Waffen hat, hat sie Stufe S mit dem, ja, also Rang S halt. Mit den Shuriken, dankeschön. Und deswegen habe ich ihr natürlich das Chakram gegeben. Ansonsten, jo, aber echt, glaube ich, irgendwie der einzige Charakter mit 2 Waffen. Also spielt natürlich mit 2 verschiedenen Waffentypen, die aber trotzdem Rang S erreichen kann, weil sonst alle anderen, ja gut, vielleicht Scarlet auch noch, aber sonst bei Rang A meistens der Schluss. So, Oboro haben wir auch schon, nichts Neues. Orochi, glaube ich, auch nichts Neues. Bei ihr ist ja bei Rang A Schluss. Warum? Keine Ahnung, wenn schon bei Kagero ins weitergeht auf Rang S, warum bei ihr nicht auch, aber naja, ein anderes Thema. Ryoma Rang S, genau, das ist die Kriegerklinge. Das ist vor allem noch neu. Dann haben wir Unsinn auch natürlich. Hinoka als Falkenritter ist auch schon mit Werten auf dem Maximum. Ganz geil. Waffe, glaube ich, nichts Neues. Nö. Don, doppeln, okay. Rinka bei Sau mit dem Exen auf Rang A Schluss. Der ist auch so geblieben. Natürlich Takumi noch. Bei ihm werden noch Rang S noch fehlen. Problem bei ihm ist, ich habe keine neue Waffenschriftrolle mehr. Und kaufe keine mehr. Aus irgendeinem Grund ist hier irgendwie... Naja, gibt's keine mehr. War das noch im nächsten Hauptkapitel wieder? Kann natürlich auch schon sein. Aber seht ihr beim Talisman, also die Dinge haben wir hier noch, kein Thema, Engelsrobe, okay. Aber keine Waffenschriftrolle mehr. Ja, müssen wir nach dem nächsten Kapitel nochmal gucken, vielleicht gibt es nochmal eine. Und sonst bleibt er halt auf Rang A sitzen. So. Ansonsten, ja, heutige Folge, denke ich mal, Kapitel 27 anfangen. Und natürlich auch noch ein bisschen, ja, vor allem hat hier noch viel Gequatsche. Alter, sanft husten. That feels nice. Ah, war doch sanft genug, aber meistens kommt der böse Ring hier von wegen, ne, du musst kräftiger pusten, obwohl es sanft pusten heißt. Das ist einfach das erste große Herz. Oder? Yep. Blüp. Our love is like a fairy tale come true. And we get to live happily ever after. Ziemlich kitschig I irgendwie. wonder what happens after happily ever after. Eigentlich nichts mehr.
ist eigentlich schon ein ziemlich guter Abschluss. So, ja, warum nicht? I have so many questions to ask you. Promise that we will meet again soon. Ja. Das ist immer so ein Fakt, den ich ein bisschen verwunderlich finde, weil wir sind ja verheiratet. Ich meine, von dem her, ja, Asura weiß das ja im Prinzip, also ich meine, die Charaktere wissen das ja auch. Aber trotzdem sagen die, ja, die sprechen immer die gleichen. Nichts von wegen, ja, ich freue mich, euch kennenzulernen und so etwas. Nö, einfach nur, ich freue mich, dich kennenzulernen. Voll egoistisch. So ein Schlussgespräch und auch noch viele. Ja, sogar sehr viele noch. Da ist alles in Ordnung. So, währenddem die hier noch ein bisschen quatschen sind, kann ich auch noch ein bisschen drüber quatschen. Und zwar geht es ein bisschen darum, wie wir jetzt halt, wie gesagt, weitermachen wollen, wa? Mit dem Let's Play generell und mit der Fire Emblem Fates Serie generell. Ja, soweit ich mich erinnere, können wir jetzt gleich noch eine Gesprächsoption geben mit einem Rang S für also für ein Pärchen unserer Charaktere. Ich glaube auch nicht, dass ich das Kind noch irgendwie besuchen werde, die Mission dazu machen werde. Wird zwar vielleicht noch interessant, aber ich will jetzt echt eigentlich mit der Hauptstory weitermachen. Also eigentlich vor allem, ja, ich jetzt vor allem den Hauptfokus legen. Man ist noch 2 Kapitel, danach ist das Spiel eigentlich vorbei. Tun wir mal ein Vermächtnis und danach ist die Frage, Herrscher der Offenbarung. Ich habe dazu bereits mal öfters gefragt euch, wie es aussieht, da ob ihr einen Kommentar schreiben könnt. Ich habe noch nicht die Zeit gehabt, die Kommentare zu lesen, was auch daran liegt, dass ich hier noch vor dem 1. August aufnehme und so weiter und so fort. Also spielt noch eigentlich vor meiner geplanten Pause, vor dem Special und so weiter. Und daher, ja, mal gucken. Wohl glaube ich von der Ingame-Zeit. Bestimmt sowieso nicht ganz. Aber es ist ein anderes Thema. Was hältst du davon? Ja, nachher eben, wenn halt die 2 Hauptkapitel durch sind, im Prinzip das Spiel ja auch durch ist, folgt dann, glaube ich, ziemlich zeitnah eines der beiden anderen Teile, Herrschaft oder Offenbarung. Ich tendiere momentan ja eher zur Offenbarung, aber das sehen wir dann alles noch. Und dann, ja, wie es dort weitergeht, aber auch, glaube ich, mal öfters erwähnt, von wegen, ja, wegen Charakter, mit dem wir uns ja quasi zusammentun können, mit dem wir uns paaren können. Hier war es Felicia, dort wird es, also bei Herrschaft habe ich eigentlich geplant, wird es dann, ja, wird es Camilla sein, Dankeschön. Die ganze Ding wie Kusila im Hinterkopf, da dachte ich mir so, hä, nee, Pokémon, was? Ah ne, diese Camilla, genau, das wird dann bei Herrschaft so sein und bei Offenbarung wird ziemlich sicher Asura sein, weil um die dreht sich dann dort die Story, glaube ich, mehr oder weniger. Ich denke mal, ich werde dann dort auch ein bisschen natürlich auch mehr Wert auf Taktik legen, auch ein bisschen mehr planen, weil ja, ich will sowohl Herrschaft als auch Offenbarung will ich ja dann nicht mehr so zocken wie hier, wo Verlust einer Einheit im Prinzip egal ist, weil es ja nächstes Kapitel wieder dabei ist. Nee, dort will es wieder klassisch machen, sprich, wenn eine Einheit drauf geht, ist sie definitiv weg. Und das heißt, dass wir unter Umständen vielleicht sogar teilweise mehrfach neu starten müssen, ne? Vor allem wenn es natürlich uns selber trifft oder eben auch Asura oder sonst irgendjemand der Königsfamilie. Weil die dürfen nicht sterben, also will ich nicht, dass sie sterben, deswegen, das ist ein No-Go. Und daher natürlich vor allem für mich selbst viel mehr Taktiken machen, viel mehr konzentriert angehen und ja, das wird sicher interessant werden. So, Ring Kamizillas wäre eine Variante, die man sich mal ernsthaft überlegen kann. Das wäre schon das Kind, war, ja, ich überlege jetzt gerade nochmal, was ich vorhin gerade gesagt habe, vermutlich mache ich das mit dem Kind hier nicht. Andererseits, man sieht es von der Uhr her, ist bald mal 10 Minuten rum, das also mit Gequatsche und hier und da eigentlich nichts Produktives gemacht. Ist es da wirklich klug, wenn ich da mit dem Kapitel anfange, mit der Hauptstory weitermache oder halt doch noch das Kind hole? Müssen wir gucken, wenn es soweit ist. Jo. Kagero, der noch ein paar, Ryoma, dann noch 2. Ach, es sind noch so viele hier zu tun, es ist, Oh je, oh je.
ja. Was würde ich eigentlich sonst noch so sagen? Genau, also halt bei den anderen beiden Teilen noch ein bisschen mehr darauf Wert legen werde, aber natürlich auch ein bisschen mehr Wert darauf legen möchte, bezüglich halt die Charaktere einzeln weiter zu trainieren. Ich meine, momentan haben wir es eigentlich so gemacht, normal trainiert bis Maximallevel und dann entwickelt. So macht man sie ja im Prinzip auch, oder? Aber seit Awakening können wir die Charaktere auch teilweise anders entwickeln, ne? Mit Partnersiegel oder generell einfach andere Klassen entwickeln. Und das wird dann, denke ich, sicher mal etwas, was ich bei Herrschaft, vor allem bei Herrschaft, weil es auch schwieriger wird, aber denke ich auch bei Offenbarung noch ein bisschen mehr testen möchte. Und dann, ja, halt auch effizienter trainieren, war allgemein halt. Und dann sind wir sicher natürlich auch die ganzen Bonuskapitel noch machen. Das wird vermutlich, denke ich, vor allem bei Offenbarung noch sein, ne? Also die dort vor allem machen. Und Amiibos, je nachdem, entweder bei Herrschaft oder bei Offenbarung oder sogar bei beiden. Wir können durch Amiibo können wir im Prinzip bis zu 4 Charaktere, war? Nee, 3 sind's. 3 Charaktere. Obwohl ich eigentlich nur 2 von diesen Amiibos habe, also wenn es glaube ich nur. Nee, es sind 4. Stimmt, es sind 4. Es sind 3 aus. Moment. Ich überleg gerade. Doch, sind 4. Weil Roy gehört ja offenbar noch nicht dazu, das heißt, sind ja, ja. Es sind Marv, Robin und Lucina. Und natürlich Ike. Und dann haben wir überlegen, nehme ich alle 4 in ein Let's Play auf und teste die mal durch. Und dann schaue ich dann, ob ich die irgendwie ins Team aufnehme oder sage ich eher so, nee. Ich nehme irgendwie 2 von diesen 4 nehme ich fürs ein Let's Play und 2 davon fürs andere. Obwohl, geht ja gar nicht, weil die Amiibos für Marv und Ike habe ich, aber die für Lucina und Robin nicht. Also wären sowieso nur 2 Charaktere. Weil ich dafür noch 2 Amiibos kaufen, ja, vielleicht mache ich es, aber vielleicht noch nicht, also von dem her. Ist ja noch ein bisschen offen. Aber mal so, damit ihr auch ein bisschen noch wisst, wie ich denn da so generell noch weiterfahren werde und vor allem natürlich, was die Unterschiede sein würden, weil wenn ich einfach sage, okay, es sind 2 andere Spiele, aber ich zocke auf die gleiche Art und Weise wie jetzt hier vom Vermächtnis auch, dann, ja, es ist schon ein bisschen eintönig. Ich meine, ein bisschen Varietät musst du schon reinbringen. Wobei natürlich bei Offenbarung ist die Frage, wie viele Charaktere haben wir da eigentlich insgesamt, weil es kann ja sein, dass wir die Charaktere aus, ich meine, hier Offenbarung ist, Entschuldigung, natürlich hier aus Vermächtnis ist klar. Wir sind seit Hoshido, wir können eigentlich nur die Charaktere wählen, okay. Aber in Herrschaft sind es natürlich das Gegenteil, sind es halt vor allem die Charaktere aus Nohr. Aber in Offenbarung, Mensch, sagen wir im 3. Teil, im 3. Teil, da können theoretisch beide Seiten sein, ne? Dass wir zum Beispiel auch, ja, ganz irgendwie, zum Beispiel Hinoka und Kamila im gleichen Team haben. Oder Sender und Ryoma zum Beispiel. Einfach beide Seiten halt kombinieren. Könnte ja theoretisch sein. Und dann hätten wir, glaube ich, zum Schluss ein bisschen sehr viele Charaktere. Wenn man ehrlich sehen. Und deswegen, da die Amiibos groß einführen, denke testen geht sicher da gut. Vor allem solche Bonusmissionen, aber die wirklich im Team auch definitiv trainieren und so weiter. Den kann ja bei Herrscher, weil eben bei Herrscher werden sicher auch viele Charaktere draufgehen. Hoffentlich kann aus der Familie, das ist klar, aber werden wir sicher einige drauf krepieren und daher da mit den Amiibo-Charakteren ergänzen, klingt jetzt nicht so falsch. Naja, so mal dazu. Was ich noch so überlegt habe, wie wir halt die Let's Plays dann ein bisschen variieren können. Was ich aber schon mal sagen kann, Leute, wie bereits erwähnt, jetzt der 2. Teil, also sprich Ende der Herrschaft oder Offenbarung, wird ja mehr oder weniger nach diesem Let's Play starten, vielleicht ein paar Tage später, aber ziemlich zeitnah. Das 3. davon aber garantiert nicht, weil nach 2 Fire Emblem Spielen, von der 2. Teil, je nachdem welcher sein wird, sicher ziemlich, ja, wird sicher länger dauern. Ich kann bereits sagen, habe ich aber nicht im Sinne, direkt alle 3 hintereinander zu zocken, weil wir haben schon ein bisschen viele Fire Emblem hintereinander, deswegen, ja, nach dem 2. und 3. Fates-Teil wird es sicher Pause von einigen Wochen, vielleicht sogar Monaten geben. Mal gucken. Was ist es?
ist ohnehin krass, ich gerade das so feststelle. Jetzt hier ist das Let's Play zu Vermächtnis. Das ist bereits der 71. Part, Freunde. 71, das im Prinzip nur für einen von 3 Teilen. Ja, nicht erwartet, dass der echt so lang wird. Aber für so einen 3DS-Teil, wir haben Bonusmissionen auch relativ wenig gemacht, bis gar nichts. Im Prinzip nur die Hauptstory, vielleicht hier und da noch etwas gezeigt mit irgendwie einer Sidequest und einer Kindmission noch, okay, und vielleicht da noch eine Bonusmission, wo wir verkackt haben. Und DLC, eine Mission davon, gut, aber ansonsten was mehr oder weniger nur die Hauptstory und also trotzdem auf über 70 Parts bereits gekommen sind, 2 Kapitel fehlen noch. Das ist auch, ja, relativ umfangreich und Offenbarung doch der finale Teil ist. Der sich am längsten dauern, denke ich mal so, und ja. Wie gesagt, also einfach mal so. Denke ich mir, okay, hier 70, Offenbarung schätze ich mal auf ein bisschen länger. Daneben ist es noch ein bisschen, also ein bisschen schwieriger, muss ein bisschen mehr strategisch denken, deswegen dauert die Mission noch ein bisschen länger. Sind sicher mal 80 bis 90 Parts. Herrschaft wird vielleicht sogar 100 bis 110 Parts dauern. Weil noch schwieriger ist und dann noch länger braucht für die einzelnen Missionen. Vielleicht auch nicht, vielleicht sind die Missionen dafür kürzer, kann natürlich auch sein, aber ja. Halt immer so ein paar Theorien, denke ich mir so, alles insgesamt, alle 3 Fates-Teile über 200 Parts, vielleicht sogar fast über 300. Ja, das ist eine Zahl. Das natürlich, wenn ich sage, durchschnittlich pro Tag ein Part. 300, noch ein bisschen Pause zwischen uns oder vielleicht einmal einen Tag eine Folge aus, kann immer sein. Ich meine, ein Jahr hat nur 365 Tage, also fast ein Jahr, wird sogar noch ein bisschen mehr, je nachdem natürlich. Einfach nur, ja, 13 Uhr Fire Emblem Fates, fertig für ein Jahr lang. Das ist natürlich schon ziemlich unflexibel. Und deswegen, ja, nach 2 Teilen sich mal eine Pause von einigen Wochen. Ist, denke ich, sicher nicht so verkehrt, wa? So. Das habe ich schon ziemlich ausführlich gequatscht. Wie sieht's aus? Sind wir langsam fertig hier? Sehr gut. Wenn noch ein Ding hier, Rinka und Silas. Problem ist, hier bei Fates ist es so, also was heißt Problem? Das ist, glaube ich, auch schon bei Awakening so gewesen. Die Kinder sind abhängig von der Mutter. Also sprich, das Kind wird immer bei Rinkas Kind wird immer das gleiche sein. Aber die Haarfarbe ist, denke ich mal, wird die von Silas sein. Also sprich, Rinkas Kind wird auch irgendwie so ähnlich aussehen, aber halt die graue Haarfarbe von Silas haben. So, das ist nicht nur das Problem. Aber Rinka ist halt ein Charakter, der halt echt auf der Hushido-Route ist und bei Silas, da wissen wir, also, ja, weiß ich mittlerweile halt, der ziemlich allgemein noch bekannt sind, dass der halt auf jeder Route anzutreffen ist. Also egal, ob wir jetzt seinen von nur stehen auf Hushido oder beide zusammengewählt oder gar keinen davon halt. Silas ist immer eine Teamwahl und daher so, ja, mein Kind mit ihm können wir eigentlich immer irgendwie zeugen, klingt ein bisschen doof, ich weiß, aber zeigen kann er es halt in jedem Let's Play. Aber mit Rinke kann ich es nur hier zeigen, weil ob ich sie nochmal bei Herrschaft, genau, da geht es mir sicher nicht, dass wir die im Team haben. Bei Offenbarung will ich das Team eigentlich ein bisschen switchen, deswegen jetzt sie noch sicher nicht mehr dabei sein, also haben wir eigentlich nur hier die Chance, von ihr noch das Kind zu sehen. Mit jemandem verabreden? Nö. Das Clans halten, Nicht an Außenseiter schlecht sind. Das versuche ich als Sieg. Den Antrag zu machen. Rinka, willst du mich heiraten? Ist das wieder ein Trick? Bei uns Ringe-Karten, die kennen sich kaum, oder? Einfach so, okay, das ist schon ein Date mit anderen Typen von hier. Nö, okay, willst du mich heiraten? Anstatt einfach mal so zu fragen, hey, wir zwei vielleicht mal ausgehen, schick Abendessen, so etwas. Nö, willst du mich heiraten? Also verheiratet sind? Nee, sind erst verlobt. Jetzt noch fangen zu spielen. Erwärmt. Oh. Bin ich einfach nur überglücklich. Immer zeigen, Alter, das dauert alles zusammen, das ist unglaublich. Aber egal. Das sagst du jetzt. Ja, das sagt er jetzt noch. Gut. Der Kampf hat schon so lange gedauert, Leute. Machen jetzt noch ein bisschen hier upgraden. Aufwerten, genau. Erstmal bauen.
glaube, wir können eine Statue von Sakura noch bauen. Sehr schön. Und dann machen wir heute noch die Sidequest, zwar mit Rinkas Kind. Ja, natürlich Silas auch. Ja, natürlich. So. Anderes war auch eigentlich nichts. Aufwerten. Nee, noch nicht. Meine Statue, natürlich. Die war teuer. Die war schweinemäßig teuer. Ist also teuer, war von dem her. Ja, den Restabzug bringt sie ja auch kaum, war. Machen wir unsere Frau noch. So. Gut, noch 2 Punkte, müssen wir da warten. Freunde, wir speichern hier mal und ich würde sagen, let's go noch in dieser Folge mit der Sidequest. Nebenquest 5. Silas Tochter Sophie reitet auf ihrem Pferd aus dem geheimen Reich raus. Sie sieht, wie Diebe einem Pferd angreifen und alte Menschen dort zur Hilfe. Okay, ich dachte, hä? Ist das von Männern abhängig? Ich dachte, es wäre von Frauen abhängig. Ja, wir sehen gleich, wie sie aussieht. Aber wenn sie einfach nur ihre Haarfarbe hat, dann ist sie eigentlich, ja, sagen wir, hauptsächlich seine Tochter, nicht ihre. Good job, Abel. Tatsache. Abel! Ja, sehen wir nur an. Er braucht galoppiert davon, er ist komplett verrückt. Oh nein, was? Abel, komm sofort zurück. Warte mal, liegt es daran, dass sie einer der Hauptcharaktere, also einer der Hauptcharaktere, sprich einer der Charaktere, die an allen 3 Spielen im Team vorkommen kann. Deswegen gibt es eine Priorität, wa? Hey, you! Zur Hilfe! Ja, war einfach mal so eine Überlegung, weil bei Felicia und bei mir war es im Prinzip so ähnlich, oder? Ich meine, klar, ich bin der Protagonist hier, der gute Michael, und der hat einfach ein Kind, wenn ich jetzt weiblich wäre, wäre es ein Sohn, da ich männlich bin, ist es eine Tochter. Aber halt die Haarfarbe, ich glaube, doch, glaube, die müsste auch noch Mutter abhängig sein, aber hier eben, also Felicia natürlich eigentlich eine Tochter, eine eigene Tochter, aber die kommt hier nicht vor. Weil halt ich Protagonist bin und mein Kind quasi hat einen Vorzug, von der Programmierung her. Ist auch anders als bei Awakening, weil da kann der Protagonist, also sprich Chrom vor allem, der kann halt 2 Kinder haben. Eine seine eigene Tochter, die Haupttochter Lucina, die ist immer so, und dann halt noch das Kind, das halt von einer Frau kommen würde. Ja, ich weiß nicht, ein bisschen doof vielleicht, aber es ist eigentlich so. Das dafür verantwortlich ist. Eigentlich nicht, wa? So, eigentlich müssen wir jetzt noch stark sein und das Ganze ja durchrocken können. Offenbar doch nicht, wenn Level angepasst. Oh, sind doch ein paar. Och nö, Dörfer wieder retten. Oh, okay. Ja, dauert auch länger als erwartet. Dienstmarkt, Felicia. Okay, wir müssen sogar mit, bin ich gerade ein bisschen überrascht, aber okay. Ich hätte eigentlich gerne fliegende Einheiten, aber eine Reller sein soll. Ich wurde nämlich raus, momentan sowieso ein bisschen zu schwach drauf. Kann er genauso. Rinka soll zurückbleiben, eigentlich ein bisschen eine doofe Idee. Nehmen noch Kaden raus. Sakura zum Heilen kann eigentlich nie schaden, aber ich will hier eigentlich relativ schnell durchmarschieren, versteht ihr? Deswegen kommt Sakura auch raus und Takum noch rein. Gut. Wir sind ziemlich an der untersten Karte, deswegen noch relativ schnell vorwärts preschen will. Ja, mach's echt mal so. Wer kann hier 7 Felder? Das ist Asura. Kommt sie hier unten hin. Was eigentlich ein Quatsch ist, aber es trotzdem mal so. Ja. Versuchen wir es, wa? Wir sind noch
scheiße aus. Wir haben einen Bogentypen. Die haben nix. Gut. Silberachsen Donner ist ein Raubritter, okay. So kriegen wir auch hin, zum locker, denke ich sogar. Sophie, Erbschaftssiegel. Okay, interessant. Trotzdem Kavalier, war. Ja, aber halt die Haarfarbe. Ja. Eben, ich denke echt, dass er halt Silas Tochter ist, aber halt die Haarfarbe von Rinka hat, aus dem Grund, weil, ja, da hat es mich halt geirrt. Ich dachte echt, es wäre Rinkas Tochter, aber so wie es aussieht, hat halt echt Silas eine höhere Priorität. Gut, muss man merken, nachher mal nachgucken, ob Screenwissen genauso ist. Ein bisschen seltsam ist ja schon, dass sie einfach mal so sagen, ja, wir haben da ein paar Charaktere, die in jedem Spiel vorkommen, in allen 3 Teilen und die haben eine höhere Priorität. Bei mir selbst begreife ich es ja, ich bin ja der Hauptspieler, aber bei den anderen auch. Ja. Gut, wir sagen, los geht's, wa? Wir haben relativ viel zu tun hier. Sogar sehr viel. So. Ja, seht ihr genau. Wir müssen stottern, genau. Ich hatte die Animation noch ausgeschaltet, das haben wir noch vom Training her gemacht, weil es noch schneller geht und denke mal hier für den Nebenquest gar nicht mal so doof, weil wir wollen relativ zügig durchkommen. Gehen wir nach oben. Ich komme nur bis hier hin. Kann ich vielleicht hier noch etwas deichseln? Oh, sieht gar nicht mal schlecht aus. Ohne Special Effekt natürlich doof. Sie kommt ohnehin nicht so weit. Ja, toll. Immer noch getroffen. So, gefährliche Türme sind alle schon mal platt gemacht. Das ist doch schon mal sehr feierlich. Trotzdem Argento. Wie gehe ich jetzt vor? Wie gesagt, das sind eigentlich alles Typen, die jetzt nicht so gefährlich sind, trotzdem relativ schnell platt gemacht werden sollten. So, was da unten war. Ich bin noch im Wald, ja. Er hat doch sicher noch einen Doppelnaginator, genau. Dummerweise, er hat eine erhöhte Crit-Chance, könnte klappen. Mit ein bisschen Schaden, so aber hat geklappt. Und jetzt fehlt die Heilerin. Wurfkeul macht zu wenig. Jetzt hier aus, das wird wehtun, das wird ziemlich wehtun, das wird mir zu sehr wehtun, wobei 46, also Den Ausfallschritt vielleicht. Wäre eine Option, aber mir nicht mehr im Wald drin war. Wäre auch doof. So, wenn man so übel. Oh, dann kommt der auch nicht so weit. Scheiße. Der muss mindestens mal weg. Der stört. Gehalt aber mich ja nicht, wa? Doof. So, wenn ich am ehesten heilen, würde eigentlich sogar sagen, vielleicht Rettung einsetzen, war. Alle bis hier hin, da ist ja doof, wenn ich sie einfach hinsetze, ja, aber die hält nichts aus der Verteidigung, versteht ihr? Deswegen halt dann die Idee, okay, einfach hier vielleicht sogar Rettung einsetzen. Frage natürlich, was passiert, wenn sie das drauf geht, hä? Lustig, die greift gar nicht Silas an.
Das war zu viel. Ich weiß. Und da kommt auch schon die geliebte Tochter. Ich will mal ganz kurz quatschen mit ihr. Was machst du eigentlich hier? Sophie. Daddy? Was machst du denn hier? Sophie, du nuschelst. Kaiser war zur Hilfe. Sophie. Kann man... Ja, Papa. Düpp. So, jetzt ein bisschen schneller. Okay, dann mal gucken. Das ist einfach so wenig Schaden machen mit ihrer Magie. Verdammte Axt. Nö, eigentlich nicht, wa? Gut, Leute, wenn man sagen mal ganz kurz hier noch die Angreifer hier platt. Und dann ist es mal Zeit, die Folge zu beenden. Komme ich eigentlich am besten durch. Wir haben keinen Drachenpunkt, nix. Ja, fliegen, toll. Ja, wenn wir halt doch das meiste davon noch in der nächsten Folge abschließen müssen. Das wird sonst echt zu lange dauern. Level 17. Und ebenfalls Level 17. Noch 3 Level fürs Maximum. So, wir wissen ja, sie kann überall hinfliegen, das ist nicht das Problem. Das sind aber alles Axttypen, wo ich gar keinen Bock drauf habe, ganz einfach gesagt. So, komm vorwärts. Na, aber so geht schon bedeutend schneller. Sehr gut, ja. Da kam Gehalt, aber egal. So. Kurz den Gegner abwarten und dann... Macht sowieso nichts. Sei es doof oder tut die News so. Die gehen natürlich genau daran, muss vom Gegner erfasst werden. Aber genau auf das Feld. Mann, können die Dörfler doof sein. Ja, aber es weiter geht's hier bei Fire Emblem Fates zum Ereignis. So mit der Nebenquest, aber natürlich nachher auch mit der Hauptquest darum, mit Kapitel 27, mit König Garen. Das will es mehr in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao zusammen.